So, Freunde, bereit oder nicht? Wir sind ja tatsächlich auch schon bei Folge 249 hier zum Let's Play von Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich hoffe vor allem, dass es mit dem Sound alles soweit klappt. Ich habe jetzt so ein ganz seltsames Problem mit dem Kopfhörern gehabt. In die eine Ohrmuschel nicht mehr wollte und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht Kopfhörer und dann gemerkt habe, nein, es liegt auch an den Boxen. Und dann irgendwie, ja, warum liegt es am Rechner? Ja, muss sein, oder auf dem Ding. Der Laptop funktioniert mit einem anderen Kabel, also dort über USB-C. Hier noch über AUX-Anschluss und so und dann, ja, aus irgendeinem Grund muss den jetzt umstecken, eigentlich einen Anschluss, der gar nicht dafür vorgesehen wäre. Ich habe dafür jetzt auch keinen 5.1 mehr, aber es funktioniert alles wieder auf beiden Kopfhörern und beiden Boxen. Also es ist ganz seltsam. Aber ja, der Rechner ist eh schon 11 Jahre alt, also längst überfällig. Wenn was Neues machen und dann mit neuen Soundkarten und so, eventuell, mal gucken. Ich brauche noch neue Boxen, aber dann kann ich jetzt so mein Ding eigentlich. Na egal, mal gucken. Bei Sound, da bin ich jetzt wirklich nicht so, auch da beim Fernsehen, ne, so, was meine, ich sage jetzt mal Multimedia-Zentral betrifft. Ne. Ja, ich habe eine externe Soundbar, sage ich jetzt mal, aber es ist ein Stück, das liegt so, also da links neben zum Fernseher und hinter mir und so noch überall was hätte, also relativ bescheiden, auch kein Subwoofer aber jetzt da. Jetzt was ich noch gar nicht brauche. Aber naja, egal. So, was haben wir hier? Heal, Bucket, Kuvita. Seid ihr sicher, dass das Geronnamen sind und nicht irgendwelche... Können da irgendwelche Dönernamen sein oder sowas? Nein, Quatsch. Ein Name für Gerichte oder so. Gut, Bucketliste ist klar, ne? Heal, ja gut. Kavita? Könnte echt ein Gerichtname sein, ne? Okay. Ein Kunde, sind bereit, Brüder. Alle auf einmal. Von einem Sonnenaufgang bis zum nächsten Sonnenaufgang. Rund um die Uhr, Spaß pur. Hey, Kavita, dein Lächeln ist total schräg, Mann. Was? Wir sind doch die mit dem schrägen Lächeln, Brüder. Ruhe, wir haben Kundschaft hier. Lächeln, lächeln. Also, einfach fahren. Fertig, los. Und jetzt schon wieder. Hier im Lorenland. Hier geht alles um Loren und um Spaß und ums Lächeln. Präsentiert von der Junobau. Bei der Junobau wird Sicherheit groß geschrieben. Toller Slogan. Das ist alles ganz einfach? Okay. Du fährst von hier mit der Lore los und schießt in der Höhle die Ziele ab, bis die Zeit abläuft. Die Ziele sind Luftballons, also schießt du am besten mit Pfeilen, aber wenn die Lore verlässt, wird disqualifiziert. Mindestens 5 Ziele, okay, soll er wohl hinkriegen. Geht die erste Runde aufs Haus. Du bekommst 10 Pfeile Geschenk, Mann. Okay, das ist cool. Allein schon deswegen, jetzt kann ich wieder gehen. Das Lorenland hat eröffnet. In Lore muss aber selber kommen. Ja, ja. Dann raus aus der Lore, Mann. Wir haben verklickt, Junge. Chill mal deine Base. So. Yo. Bereite fix die Ziele vor. Also, Freunde, das sind insgesamt 3 Quests, ne? Also gehen wir davon aus, Anfänger, Normal und Profi, ne? Ja, schon versuchen, ein bisschen schwieriger Ziel zu holen. Hat ein bisschen was von dem einen Schießspiel aus Ocarina of Time. Im Yodo-Tal. Beziehungsweise, glaube ich auch bei Terra Prince gab es ein ähnliches Spiel. Achso, geht weiter. Der kann weitermachen. Ich unterschätze die Entfernung nicht. Einen anderen Bogen nehmen, ne? Natürlich auch so eine Schweinerei, ne? Geht der Bogen kaputt. Ah, also wir gerade da hinten schießen. Sind ganz, ganz weit hinten. Okay, also das erste Ding ist ja easy. Das schaffen wir, glaube ich, alle. Beträgt 9. Gut gelächelt. Du hast bestanden, saubere Arbeit.
Oh, war ja für Überraschung, aber ich glaube, vergesst zu lächeln. Nein! Ein 20. Danke. Also mehr lächeln willst und noch mehr Spaß, hätten wir da was. Ein Hochgeschwindigkeitskurs, extra vorgeschnitten für dich, Mann. Gerne. Feuerfrei mit Loren, die nächste Quest. Wie schnell du schießen kannst, bist du bereit? Jo, ich will spielen. 7 Ziel ab, dann lassen. 21. Ja, müssen wohl nur sein, ne? Haben wir 10 Pfeile, cool. Nein, ah. Ich habe immer das Gefühl, das müsste ich nochmal schnell die Textbox weiterklicken. Deswegen drücke ich halt auf B. Statt auf A. Ja. Juhu, lächeln. Lächeln, Freunde. Denn Lachen ist gesund. Du, du, du. Du, du, du. Das ist die große, bunte. Na, na toll. Nur mal einen Fall gefressen. Frechheit. Sag mal. Stimmt, es waren nur 7. Ich dachte schon, hä, wieso die Zeit ist noch gar nicht abgelaufen? Naja. Bisschen durch, Mann. Ein violetter Ruby. Ruby, Ruby, Ruby. Feuerfrei mit Loren und jetzt wird's lustig, jetzt kommt die dritte Quest, oder? Soll dich ins Schwitzen bringen, wir in einem besonderen Ort auf dem Todesberg. See you later, Alligator. Lohn für Vollprofis. Jo, und das ist unsere letzte Quest, Freunde, hier oben. Das scheiß Brunnending, ne? Ja. Dann kommt die Questreihe. Das Ding mit dem Spaß. Nichts. Aber ist immerhin direkt beim Schrein zu, also kann das schlimmer sein. Mal gucken, wenn ich wirklich fix bin und das gerade auch noch hinkriege, dann hätte ich aber gesagt, bevor wir die Stallbilder machen. Also die will ich, ganz ehrlich, in der nächsten Folge, 250 heißt, in der nächsten Folge würde ich gerne die Bosse machen nochmal. Also sprich alle die Tempel, die wir bereits gemacht haben, nochmal unten nochmal platt machen. Und dafür kriegen wir nochmal besondere Items. Und ich würde dann gerne mal zu Robedo gehen, um bei ihm zu gucken, ob man noch ein paar Bilder kaufen könnte. Er hat noch nicht alle, ne, muss man auch zugeben. Zum Beispiel die ganzen Bossen sollten noch nicht, die kommen erst später. Haben wir sagen lassen. Und dass er so klug war. Hä? Was gerade im Jasm, was ich da gesehen habe? Das sieht zumindest so aus. Kommt hier noch ein Miasma aus dem Todesberg raus oder was? Oh mein, muss ich ganz kurz mal nachgucken. Und ja, Jutta hat mir auch mal so einen Zwischenboss, hatten wir mal, ne? Den habe ich auch nicht fotografiert. Plug gemacht schon damals, aber noch nicht fotografiert. Da kommt ihm noch Miasma raus, ey. Junge, Junge. Ja, ich weiß, es ist natürlich so ein Zugang und so, aber trotzdem, ich gedacht, dass man nicht mehr so viel liest. Ach, hier oben, ja, das haben wir schon mal befürchtet, dass hier losgeht. Okay. Muss ich mal eine schöne Lore an, lass das gefälligst, ja? Yeah, einen Todesberg einen Fashion-Kurs zu machen, das ist selbst für mich eine revolutionäre Idee. Ist man mitbekommen zu haben. Naja, also, wer kommt schon hier hoch, ne? Vielleicht irgendwie noch einen Orni anstellen, der die Leute hier hochbringt oder so. So eine Art Salz oder so etwas installieren, das wäre eine Option.
8 Ziele. Und dann das Zeitlimits, okay. Das Löwen nimmt dabei gewaltig Fahrt auf, ne? Solange nicht Ausfall ist, alles cool. Soll Spaß machen, ne? Hier sind Pfeile. Aber Pfeile, ich glaube ich, mittlerweile. 123, ja, das macht Spaß. Warte mal, wie kann hier überhaupt auf dem Berg Sonnenflecken wachsen? Ist egal. Wieso sowas hinterfragen, ne? Fein wie Schotterstein. Okay. Muss ich verstehen, nö, wa? Wünsche frohes Brettern und Scheppern. Ja, bei uns sagt man Hals- und Beinbruch, ne? Nein! Fuck. Mal schöne Strecke, rund um den Todesberg rum. Ups. Und Ziel! Warte mal, wie viele musste ich machen? Achtung, Spannung! 18 Stück! Hätte ja nie im Leben gedacht, dass du das hinkriegst. Warte mal, das war's? Grundstoff, ja schön. Ja. Versprochen, hihi. Das war's? Das wäre viel schwieriger. Also nichts für Ungo, ne? Ich bin ein großer Fan und so von Solorenfahrten etc. Aber das war jeweils First Try, also. Okay. Also, dann jetzt muss ich kurz Lucky Lucky machen, ne? Diese Stalldinger, ja. Ich muss aber zu Robelo noch gehen, wir müssen dann was verkaufen, ne? Bleibt dann direkt in Athen oder gehe ich woanders hin? Ah, das war noch was, genau. Mal noch kurz bei unserer alten Freundin Impa vorbeischauen. Warum? Naja, ich habe das Gefühl, dass ihr vielleicht unser Heldenoutfit hier, ne, das ja ganz gut gefallen könnte. Erstmal, wenn ich schon mal hier bin und sowieso hier hin wollte, weil ich will ein bisschen was verkaufen und so, brauche ein bisschen Kohle. Trüffel, Trüffel, Trüffel. Oh. Ich bin der antike Held braucht keinen Schlaf. Oder so. Ne, ist die falsche Hütte. Dann hier hin. Das Dorf der Shika. Pfeile, aber also tatsächlich genug davon. So, mal gucken. Nach Typ, nach Angriffsstärken habe ich es verwendet, ne? Wobei er hat dann vorhin gerade richtig sortiert gehabt, ne? Warte mal, sortiert ihr automatisch richtig nach... Nee, oder? Okay, war irgendwie, keine Ahnung, wonach das sortiert war.
Ja, linker Typ ist gefragt. Also. Ich habe 11 Stück davon. Ich mache mit denen sowieso kaum etwas. Also kauft man jeweils eine ganze Menge für ganz viel Kohle. Fred Feuerstein kann weg. Jetzt nicht so viel, aber okay. Immer etwas. Wie sieht es hier aus? Leuchtstein. Na komm. Bernstein haben wir auch viel. Leuchtstein ist sogar wertvoller. Das ist auch krass, ey. Oh. Wie ihr erzählt. Mon Dieu. So, was haben wir sonst noch so? Moblin-Herzen. Wir haben noch Horroblin-Herzen. Das ist nicht so viel, aber Bockblin-Herzen haben wir viele. Der Linke arbeitet ja auch insgeheim im Roten Kreuz, ne? Also macht schon Sinn, das Ganze. Hinox-Herz bringt doch auch viel ein, ne? Da hier so Moldora-Herz mal eins. So. Sonst kommen noch irgendwelche Dinge, die sehr wertvoll sind. Da kommen langsam den starken Items auch, ne? Ja, wieso vom Donnergriog das irgendwie teurer, eher wertvoller als vom Frost- oder Flammending, verstehe ich auch nicht, aber hey. Es wird schon seinen Sinn haben. Ah, die ganzen Kristalle hier noch, ne? Die auch mal gefarmt hatten, so zum Teil zumindest. Ich glaube, es reicht eigentlich schon, ne? Fürs Erste. Weißdrachenzahn und so, ne? Ah, komm. Oh. So. Also ja, dann hier soweit alles. Dann gehen wir mal bei Impa vorbei. Und überraschen sie mal, ne? Oder erschrecken sie, je nachdem. Ich bin's, der antike Held. Wo ist sie? Ah, da. Dieses Gewand, wie in den alten. Ah, du mit diesen Helden, der auf dem Wandschirm mit dem Motiv der Verheerung dargestellt wird. Der Verheerung. Als ob Link nicht wüsste, wer die Verheerung war. Die Verheerung, das war die Manifestation des Zorns des Dämonenkönigs, der vor Äonen die Welt bedrohte. Warum nun trotzdem irgendwie Miasma und der Schlamm des Hasses irgendwie unterschiedlich ist, nicht dasselbe, naja. Abzuwenden. Jetzt können wir natürlich auch sagen, ja, das Miasma war halt irgendwie die Kraft des Dämonenkönigs, ne? Der Gandalf selber ohne den Stein noch gar nicht, aber das stimmt hier nicht, ne? Wir haben ja auch schon eine der Erinnerungen hier gesehen, weiß nicht mehr welches war. Irgendwie eine von der Angriff der Gerudo, nein, nicht ganz. Sonjas Tod, genau hier. Wo eine Fake-Zelda erschienen ist und die war ja offenbar in einer Art Miasma-Gestalt, ne? Und da hatte Gandalf den Stein noch gar nicht. Also insofern. Vielleicht war es dort ja auch schon eine schwächere Version, ne? Die einfach auch trotzdem so rötlich aussah. Das kann natürlich auch sein.
Weil mir würde im Prinzip der Gedanke gefallen, dass es Miasma in der Form und auch dieser Zerstörung, sage ich jetzt mal, wie wir sie so jetzt kennengelernt haben, nur deswegen möglich war, weil Gandalf eben zum Dämonenkönig wurde. Und es seinen Schlamm des Hasses verstärkt hat. Ne? Und eben die Verheerung, oder die Verheerung Ganon oder Ganon selber, der ist halt, der entstand halt aus diesem Schlamm des Hasses. Weil man zugeben muss, dass Ganon selbst immer schon so rötlich auch war, ne? War ja eigentlich immer nur so das, was er von sich aus produziert hat. Ne? Das sah wieder so dunkelviolett, ein bisschen schwarz aus. Apropos, warte mal. Okay, danke, Link. Der ist noch hier oben, oder? Na, das glaube ich jetzt einfach nicht, hey. Ja, der wäre nicht abgebaut worden. Ach ja, damals war es schön. Also schön gefährlich vor allem, ne? Ganz verschiedene Wächtertypen, die es damals gab, ne? Die sind jetzt alle wieder inaktiv. Ich meine, das macht irgendwie auch Sinn, ne? Ihre Aufgabe war ja erfüllt. Von dem her. Aber ja, dass es sonst halt auf der Oberwelt keine mehr gibt. Egal. Haben die Entwickler so entschieden, lassen wir es so wie es ist. Und wir kümmern uns um was anderes. Bald ist es soweit. Was denn? Noch eine Elber sein kann, eine Mission zu erfüllen. Das pure Pet betreffen. Oh nein, das hatten wir alles schon. Ja, das stimmt alles. Also gehofft, dass wir vielleicht irgendwie eine Anekdote machen wegen, ich habe noch Probleme, das Magnetmodul zu installieren und so. Eben halt, weil der alte Schickerstein, der aussah wie das pure Pet, der konnte das ja alles noch, ne? So, wir haben natürlich noch einige Fotos, die uns fehlen. Wir machen mal hier ein paar Tierfotos. Waffenfotos, Zutatenfotos, die sitzen hier aus. Das reicht nicht ganz, ne? Ich kriege eine Menge. Machen wir so 100, ne? Warte mal, ein bisschen Kohle braucht er eigentlich schon noch, ne? Man weiß nie wofür. Na, du hast schöne Bilder. Ja, das ist natürlich eine Variante, ne? Um das Tagebuch zu vervollständigen, das Handbuch. Und Enzyklopädie oder wie auch immer. So, Tiere haben wir damit auch alle, ist doch schön. Was auch ein bisschen schade finde, ist nicht irgendwie jetzt zum Beispiel hier sagen können, hey, das goldene Pferd, das Bild gefällt mir nicht, bitte lösche es raus, damit wir es irgendwie dort anders ersetzen können, weil ich muss es selber fotografieren. Klar kann ich es natürlich machen und so, ne, aber finde ich auch cool, wenn das, ja, wenn ich schon bestehende Bilder nochmal kaufen könnte. Bei den Monstern, genau, da fehlen noch 10 Stück, die kriegen wir aber noch vorne, keine Sorge, also die können wir hier alle noch auch kaufen, sobald das Spiel durch ist. Ja, sobald wir Gandalf besiegt haben, sind die erhältlich. Materialien, da fehlt sehr viel. Ja, aber ich glaube, die kriegt man eben mit ein bisschen Kohle und so, kriegen wir das alles noch zusammen. Das Master-Schwert habe ich jetzt so gemacht. Das ist halt das Problem, ne, weil wie soll ich das sonst, das Master-Schwert machen? Man kann Marschwert schlecht irgendwie hinlegen oder so. Ups, ist gar nicht der Ausgang. Und das ist der falsche, aber egal. Weil ich kann das Marschwert nicht ablegen.
Ach so, schon, ja, aber kann sie nicht auf dem Boden liegen oder so? Also angenommen, ich hätte jetzt vom Master Schwert kein Bild gemacht, könnte ich mir bei Robelo eins kaufen, aber wie würde das aussehen? Also gut, ich meine, ich könnte theoretisch, warte mal, ganz kurz mal testen. Ja, mal Zeit, weil ich jetzt viel schneller fertig geworden bin mit dem ganzen Zeugs, als ich eigentlich dachte. So, bin relativ nackig, war. Ja, ich weiß nicht, wie ich sonst am Bild schießen sollte vom Maserschwert, also kein Plan. Ja, zu sein. Egal, Hauptsache wir haben es, ne? Gut, dann nächster Punkt, nächster Schritt. So. Stimmt, ich wollte das mal noch ganz kurz gucken. Soll ich oder soll ich nicht? Ja doch, komm. Also eigentlich wäre jetzt mein Ziel, dass wir sagen, Moment, nächster Part 250, da kümmern wir uns dann um die Bosse im Untergrund. Ich kann trotzdem mal gucken, ob wir das schon irgendwie hinkriegen, so auf die Schnelle. Neues Wahrzeichen, Bild des großen Vogels, der auf den Heberflügen, so von der einzelnen C da auf der Kaliberspitze aus sehen können. Also warte mal. Kaliber. Oh. Schon relativ alles hier gesehen, ne? Kann man hier hingucken? Ob es das schon sein könnte? Ach, Link, dass immer gleich wieder frieren muss. Das ist so mühselig mit dir. So. Zweierschutz müsste reichen, ne? Also eben die Kaliberspitze. Also, nicht direkt, ne? Die ist eigentlich hier. Die zieht er da oben? Ach du Scheiße, warte mal, vielleicht kommen wir da schneller hin mit dem Turm. Vielleicht geht es ein bisschen flinker so. Brunnen hier. Ja, die Meldung werden wir noch ein paar Mal kriegen. Problem ist halt mit der Meldung, ich weiß nicht, was nur die Brunnen sind, die ich noch nicht habe, noch welche sind, die ich noch nicht habe. Und welche sind, die ich schon habe. Das ist ein bisschen das Problem dabei. In diesen ganzen Chose.
So müsste ihr sein, ne? Au. Entschuldigung. Ich dachte eigentlich, es wäre ein Krog, aber okay. Der ist unhöflich als ein Krog. Welche Markierung kann ich eigentlich den Baum fällen? Oh. Entschuldigung. Baum fällt und so. Nordwestliche Richtung sehen können. Also ich sehe vieles, aber das ist nicht dabei. Hä? Ein Bild des großen Vogels, der auf den Hebrabergen seine Flügel spreizt. Man soll ihn von der einsamen Zeder auf den Nordwestlichen erblicken können. Wenn es nicht schneit. Nur wenn es nicht schneit. Ja, tut sie nicht. Also Nordwesten wäre ungefähr die Richtung, ne? Hä? Ah, jetzt sehe ich ihn auch, Junge. Ja, weil das hier vorne, also gerade hier, ah, das ist schwierig zu steuern. Das ist der Kopf, hier haben wir den einen Flügel, dann einen anderen Flügel und hier sogar der Schwanz. Alter Schwede. Okay, das hätten wir, Freunde. Sehr gut, sehr gut. Dann würde man sagen, geschwind zurück und hoffe, dass bis zum ersten Mal der Baum wieder nachgewachsen ist, ne? Also hätten wir damit eigentlich schon mal ja, ein Bild von diesen Stellen gefunden, ne? Das Bild also im Stall der Schneelande wäre damit ready. Ja, damit fehlen nur noch die Quests, also sprich Bilder aller anderen Stellen. Ja, da gibt es noch was zu tun. Aber gut, wenn es so relativ fix geht wie jetzt. Klar, wenn wir noch ein bisschen haben, das sehe ich schon. Aber ich glaube jetzt trotzdem, also wenn ich mal raten müsste, das ist Folge 250. Das nächste machen die ganzen Bosse. Ja, eine Folge dafür. Dann haben wir 51, 52, 53, 54 für die ganzen Stallquests. Ne, nur 53, ich mache nur 3 Folgen maximal. Dann haben wir Folge 54 und 55 den großen Endboss-Fight gegen Ganondorf. Dann gehen wir da runter, also erstmal zurück zum Spähposten. Bisschen quatschen, dann Richtung Schloss Hyrule, Untergrund. Dort noch, dann eben direkt Ganondorf und so, also müsste hinzukriegen sein, ne? Das sieht auch lecker aus. Was überhaupt der hier? Meister Link. Ja, ich bin der Meister. Guck mal, ich habe ein Bild. Sponsor bei Purapet. Oh. Darf ich was abmalen? Ja, klar.
Kannst auch ausdrucken. Ach nee, stimmt, da gibt es ja hier nichts. Keine Printfunktion leider. Wobei, bei Breath of the Wild hatten wir sowas Ähnliches. Ne? Man konnte ja sich dort ja auch. Wie ist das Ding schon wieder? Die ganzen Schika-Waffen und so herstellen lassen. Ein Stallpunkt bis Treuepreis. Scharfer. Okay. Da wäre ein bisschen fix. Das war das Ding, was ich gerade dort gesehen habe, was ich gerade nachkochen wollte. Warte mal. Ausstellen. Ein anderes Bild. Nee, passt mir schon. Und dann nur eigentlich kurz gucken. Warte mal, wenn ich so mache. Selbstporträt. Könnte was fürs Thumbnail sein, theoretisch. Warte mal. Ja, gucken. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt was bekommen, ne? Das ist doch das, oder? Fleischeintopf. Doch, da ist genau der. Ach, schade, es wollte eigentlich nachkochen. Aber ist eigentlich auch cool, ne? Wenn wir jetzt irgendwie noch die ganzen Rezepte hier kriegen bei den ganzen Stellen. Ich meine, es sind einige Stellen, ne, die wir machen können. Nun gut, Freunde, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Haben wir also die Quest hier gemacht, perfekt. Entsprechend haben wir hier natürlich auch eine Quest weniger. Wir haben nur einen Brunnen-Fan. Nein, es sind noch ein paar, also die ganz anderen Stalldinger noch. Das kriegen wir aber hin. Ein Brunnending, ja, für das brauchen wir ja noch eine Folge. Aber dann passt es ja, ne? Eben Folge 250, also nächste Folge machen wir die Untergrundbosse. Beziehungsweise die Bosse im Untergrund, so herum wird ein Schuh draus. Dann 51 und 52 machen wir die restlichen Stalldinger. Die Stallquests. Folge 53 machen wir einen Brunnenfan, schließen wir den ab, weil der muss 17 Brunnen aufsuchen. Also, ja, auch wenn ich schneiden würde, ich würde es trotzdem gerne onscreen machen. Also zumindest die aufzusuchen, farmen oder suchen, markieren kann ich natürlich offscreen als Vorbereitung, das ist klar. Und ja, dann hätten wir noch 52 und 254 und 255. Um uns Ganondorf zu stellen, ne? Also quasi das hier zu machen. Für den 5. Weisen. Mhm. Warum findet er eigentlich mich nicht? Ist doch so fies. Das ist Harry. Er hat keinen Platz in einem Historia-Dingsbums, Enzyklopädie-Dingsbums verdient. Ist das ein Bär? Ein Kaiserbär. Link gegen den Bären. Unterstützt wieder von Tulin. Dem Wackeren. Den Tapferen. Dem... Keine Ahnung. Oh, aufsteigen, das wäre natürlich. Stehen bleiben! Hä? Aber Junge! Ja, vielleicht mal ganz kurz ihn entlassen. Ganz ruhig, Junge. Dass das klappt. Link, der Bärenzähmer. Wäre cool, wenn ich so auch irgendwie auf... naja, Gardon hätte damals reiten können, ne? Als Wildschwein halt, ne? Versteht schon. Egal. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann kümmern wir uns um ein paar größere Viecher. Tschüssi.